Goedemorgen. Zij schijnen morgen vandaag waren. Wie het een schijne morgen weet, dat het een schijne morgen is geweest, dat God zijn genade is waar niet vandaag morgens. Ik ben een Henry Penner daar, wie reist aan, ik zei, wat sneeuw, zegt God zijn genade is sneeuw, alle morgen. En waar dat is. Vandaag morgens wil ik vragen of je in de Bibel willen opmerken naar twee steden. Eerstlich naar Psalm 1, kapitel 1. En naar Jeremia kapitel 32, vers 29. Ik heb me vandaag morgens gewählt voor vandaag morgens de boodschap dat mijn thema de kracht van God zijn woord. De kracht van God zijn woord. En ik moet toestaan, wanneer ik denk aan God zijn woord, de kracht wat God zijn woord is, en de waarheid en God zijn woord, dan doe ik vaak een Saturn morgens, wanneer ik de boodschap brengen zou. Want ik geloof, de boodschap God zijn woord te predigen is gevaarlijk. Wie weten God zijn woord is de waarheid. Dat is gevaarlijk voor mij, wanneer ik reden doe, wanneer ik wat zeggen, wanneer ik God zijn woord wil predigen en dat wat even zeggen, dan ben ik verantwoordelijk dafür. Wanneer ik niet recht ben, wanneer ik ergens wat falsch doe, dan ik voor God, ben ik verantwoordelijk dafür. Maar weet je, wanneer ik dat woord recht uitleggen doe, recht predigen doe, en je dat niet, die wat die Teuchern doen, dat niet aannemen doen, dan ben je verantwoordelijk dafür. So, wir stehen verantwortlich, wir sind verantwortlich für Gott sein Wort. Und ich glaube, das ist viel wichtiger, als wir verken ans Ebertal, dass wir verken leben tun. Wir sind verken kommen zur Kirche, als Angewohnheit, das dort haben wir dort, und wir wollen vielleicht gar nicht an, was das Reich verwundert. Was Gott das Reich will haben, was er zu uns reden will. Ik had een beetje een surprise, wie ik dit studeren doe. Mijn hoofdvers, ik lees Jeremia kapitel 32, vers 29, en dat zegt dus dit. Is mijn woord niet zoals een vier, en zoals een Hummer, die Stein tweebreekt, zegt de Herr. Is mijn woord niet zoals vier, zoals een Stein, die dort zoals een Hummer, die den Stein tweebreken deed. Ik heb vaak gezegd, en ik geloof zeer daaraan, dat we moeten God zijn woord in context nemen. We moeten dat immer im Zusammenhang nemen. Wat je de gevaar is, en we doen dat vaak, we horen dat vaak, mensen doen dat. Die nemen een vers hier en een vers daar, en dan brücken sie da in Verken, wo wir gar nicht an, dass das ganz uit Kontakt, was wir den Vers brücken dann. Das Vers will ich, wie es der Herr mir diesen Vers geben, dann frage ich mich, was ist der Zusammenhang da, wo davon reden wird? Was sagt Gott da, der Jeremia, was da lernen wird, dass er das wird sein wird? Und ich will ein paar Verse lesen. En vers 23, het ganze kapitel, dat redt van een gewassen ding. En ik wil bloß een paar vers lezen, vers 1 en 2. En dan wil ik overgaan en dan vers 30 en 33 lezen. En bloß om te weten van wat God daar reden heeft, wat hij te bedienen heeft. Hij zegt in kapitel 23, vers 1, zegt hij, wo soll dat bloß met de leiders, de volk laten aankomen en verstrijd worden, zegt de Herr. Vers 2 zegt, de Herr,
der Israel Gott ist, sagt über der Leiders, der sein Volk verstohlen, dann heißt das, was er sagt. Je haben mein Volk verstreut und weggejagt und haben nicht nur die abgepasst. Nu war ich gün straffen, für dort, wann die Anrecht getan haben, was die Anrecht getan haben, sagt der Herr. Das hat hier zu tun mit, wo der Leiter, der Propheten und der Leiter Israel, der Leiter, das Volk haben gelehrt. Wo sie haben von Gott weggelehrt. Weil wir nach Vers 30 und 33 lesen, dort sagt, hörst mal, ich war mit den Propheten verhandeln. Das war was Gott sagen hat. Die von einander, die wird stehlen. Von einem anderen, die wird stehlen. Und sagen, dass es von mir kommt, sagt der Herr. Ich werde die Propheten strafen, der eigenes Wort wiedergeben und sagen, dass ich dort gesagt habe, sagt der Herr. Ich werde die Propheten strafen, die sich sonst abtreiben, was nicht so ist, sagt der Herr. Sie sagen, mein Volk dort und verleiden damit Lehes und Plüderie, wenn ich an nicht geschickt habe und nicht angestellt habe, die helpen das Volk erreicht, nicht, so sagt der Herr. Wir sehen dort immer, mal, dass das sagen, dass, so sagt der Herr. Aber bloß diese Verse will ich bloß lesen, um zu wissen, was der Kontext ist, was der Zusammenhang ist, wo Gott durch Jeremia von reden hat. Er redet gerotzt über das Volk, über die Leiter von Israel, dass er sagt, er wird ihn strafen, wie sie haben Anreiche prophezeit, was Gott nicht gesagt hat, und verleiden dort Volk. Und es wird interessant sein, weil ich das Kapitel ganz studieren. Und das redet davon, wo die Zeit wird kommen, wo Gott wird Israel bringen und so weiter. Das ist ein anderes Thema. Aber bloß zu wissen, dass wir müssen die Schrift im Zusammenhang nehmen. Aber hier sagt Gott, es mein Wort nicht so aus den Vier und so aus den Homer, der den Stein verbrechen hat. Der Apostel Paulus sagt in Römer Kapitel 1, Vers 18, sagt er, ich schäme das Evangelium von Christus nicht, wie es dort erste Kraft Gottes, seilig zu machen, all die daran bleiben. Dort sagt nicht, dass dort hafte Kraft, dort sagt, Paulus sagt, dort erste Kraft, seilig zu machen, all die daran bleiben. Mit diesem Gedanken wollen wir wieder wohnen und wollen wir noch Psalm Kapitel 1. Wir wollen hier zwei Gruppen von Menschen, wo wir hier sein. Da fängt an, das sagt, oder ich soll erst sagen, dass Gott sein Wort hat die Kraft zum Segnen und das hat auch die Kraft zum Errechten oder zum Verdammen. Gott sein Wort das beides. Das uns segnen oder das uns rechten verdammen. Und das Wort, Gott sein Wort ein Tag der Gottlose verdammen. Weil wir fast anfangen zu lesen, das redet davon, der Gerechte, erstlich von den Serien, das sagt, gesegnet ist der Gottlose ihren Rot nicht annimmt. Und nicht mit Sünder taub ab einen Wahrheit. Und nicht satt würde später satten. Weil wir morgen, das sagt hier, 3 Dinge, was negativ sind, was wir nicht tun, seilig oder glücklich, als die, was diese 3 Dinge nicht tut. Und weil wir sagen, was sind die 3 Dinge? Ich gehe dir noch einmal über. Ihr seht es die,
die die Gottlose ihren Rot nicht annimmt. Und nicht mit Sündertaub auf einen Weg geht. Auch nicht dort sagt, wo die Sparta sagten. Die ist gesegnet. Wir können dann gehen und dort in seinem Wort meint dort, wenn wir den Gottlosen Rot annehmen dann. Ich wundere, ob wir dort so recht anwollen, wofür mal durch im Tag oder durch uns ganzes Leben, wo wir immer wo uns Rot angeboten wird. Wir können verschiedene Dinge, die wir können mit annehmen, aber ein Ding ist das Internet. Und irgendwo, weil wir das TV anstellen, dann da wird immer gesagt, dort das brauchen, dort das brauchen, das ist gut für das und so weiter. Bloß das ist bloß ganz falsch. Weil wir kriegen Rot von allen Seiten, wird uns Rot gegeben. Und die meiste von der Rot ist nicht so rot. Da muss wir fragen, wo kommt das Rot von her? Was ist das für Rot? Er sagt, selig ist der, der den Rot von der Gottlosen nicht annehmen wird. Weil sehr viel von diesem Rot kommt von der gottlosen Menschheit her. Und den Rot nicht annimmt und nicht mit dem Sündertaub auf einen Weg gehen. Oder sagt über die Sparta sagten. Und dann Vers 2 sagt er, die über seine Freude an dem Herrn sind gesetzhaft und sich Tag und Nacht damit beschäftigt. Der Mensch ist selig und glücklich. Dann fragen wir uns, wo kann man Tag und Nacht sich mit Gottes Wort beschäftigen? Ich habe mich gefragt, ich habe diese letzte Zeit gehört von Menschen, wo wir mit Menschen haben gearbeitet, um Prof zu helfen, Christen, wahre geborene Menschen. Und dann habe ich gehört, hier eine von Bolivia, in Paulid, wo wir mit arbeiten, in Jungen Paulid, wo da ein paar Jahre 30 bekehrten, sehr begeistert sein und so weiter, und mussten schaffen für ihr Leben und so weiter. Und das Mann sagt ich sage bloß, sehr unglücklich. Ich sage, warum? Sagt er, mit 15 Stunden nachschaffen, von Tag saß, nee, ich glaube, es ist ja 15 Stunden nach. Und dann noch am Sinnhund, sagt er, mir bleibt bloß keine Zeit nicht, dass ich kann ein Gottes Wort studieren. Weil ich sage mir dann, da ist irgendwas anreicht. Ich möchte hier ein klein bisschen eine Erfahrung mitteilen von uns eigenen Leben, 44 Jahre 3. Weißt du, wenn wir am Anglauben sind wir alle geboren, und die meisten von uns sind abgewaschen am Anglauben. Und dann ist unser Leben angefahren, sodass wir die 24 Stunden, was Gott uns gegeben hat, den Tag, dass die alle bestellt sind. Weißt du, was ich meine? Wir haben eine Arbeit, erst wir Mathe schaffen, zum ans Pechach Hand, zum Brot auf den Dach bringen und so weiter. Und viele von uns, und wenn ich kriege noch ans Leben, ein bisschen Mitteilung von ans Leben, wie wir zum Glauben kommen, ich habe 2 Jobs. Ich arbeite an der Fabrik, arbeite 9 Stunden Tag, 1 Stunde Tag, da ich Overtime arbeite. Am Sommer dann, da ich am Tabak arbeite, primen, Tobacco primen, und dann an der Fabrik, das ist in der Fabrik. Nita arbeitet auch am Tabak, arbeitet auch Fulltime, wenn ich hier dann da. Und dann haben wir noch so wie 35 bis 40 Schweinhüs, und wird Portier und Kalber und so weiter, und dort probieren ans Leben mitzumachen und so weiter. So dann eben die Zeit, was wir dann haben, dort wir dann mit der Familie spenden. Guess how much time there was. Weil genau waren wir gläubig. Schuld haben wir, können meist nicht dort nachkommen mit der Schuldbezahlung. Weil an den Umständen waren wir gläubig. Und ich will Ihnen sagen, dass die ersten 2 Jahre waren tough.
Aber ein Ding wir uns sehr klar, dass wir mussten irgendwo den Tiet umdrehen, den Tiet, was wir brauchen, zum Schaffen, muss was Tiet genommen zum Gott in Wort studieren. Aber Gott sei Dank, er gab uns so einen großen Hunger, so einen großen Dash für sein Wort, dass das nicht sehr schwer wird zu weiten, was das Neidigste wäre. Aber wo waren wir da, wenn ich meinen zweiten Job aufleihen da, und nicht der Job aufleihen da, und die Arbeit, was Gott zu angestellt hat, am Haus, das Heim bauen, wo soll das schaffen? Ich will nicht in Einzelheiten gehen, aber weißt du, wo das anfangen, dass wir sehr tätig in uns schön in uns christlichen Leben, und dort wird Gott uns überzeugen, dass wir sollen aufhören zu teilen. Wir sollen anfangen, Gott seine Arbeit zu geben. Ich will niemals vergessen, die ersten $20, was der Gott versprochen hat, dass wir 10% dann von meinem Paycheck, von aber all unseren Einnahmen, bis ich dort an der Offering leihen darf. Wir hatten Gott das versprochen, und die Offering bei der Kamera, und ich hatte so einen schrecklichen Kampf, wir haben hier nicht Gasoline für das ganze Werk, wir haben das nicht, wir haben dort nicht, und so wieder schließlich die Offering bei kam, ich sage, Gott, ich habe das versprochen, hier ist es, du hast das. Und das wird der Anfang. Ich will nicht keine Einzelheiten mal sagen, aber Gott sehen uns so sehr, dass die 2 Jahre, da wir in der Schuld beten, und ich habe eine Arbeit nicht geschafft, überhaupt nicht, und wir haben mehr Geld, als wir vorher hatten. Und das schafft, was ich hiermit will sagen, dass, wenn die Bibel sagt, dass wir uns Tag nach sollen und sein Wort beschaffen, und dann, wo wir glücklich sind, dann müssen wir uns ein Ding klar sein, dass, wenn wir die Zeit nicht haben, dann es nicht von Gott sieht, irgendwas anreicht, dass es von uns sieht. Ich kann Gott verstehen, wenn wir 5, 6 oder 10 Kinder haben, eine Familie mit Kindern, da muss really da braucht um dort das bringen. Aber weißt du, da ist eine Möglichkeit, weil wir da feststellen, da irgendwo wird Gott uns helfen, dass wir kein Arm Nummer einteilen ins Leben. Und wenn dort ist, dass uns das Wichtigste ist, by the way, wenn wir, er sagt hier, dass sich an Gott sein Wort beschaffen, die aber seine Freude an dem Herrn sein Gesetz haben und sich Tag und Nacht damit beschaffen wird. Weil die wiederum war nicht immer notwendig Gott sein Wort lesen. Ans Gedanken, der geht 24 Stunden Tag, mindestens, der Nacht an 3 Mal, viel mehr als in 8 Stunden wird nennt können. Also, mein Gedanken, der ist immer eine Go. Und wir können uns mit Gott sein Wort beschaffen, wenn wir auch bereisen, wenn wir was immer wieder tun an unserer Arbeit. So, das ist nicht gesagt, dass wir sollen Tag und Nacht lesen, aber dass uns Gedanken, dass wir lernen uns Gedanken, mit alles, was wir tun, eine Geleiste haben, wo Gott nochmal ein ist in uns Leben. Da sagt er, wenn dort passiert, sagt er, gesehen ist so ein Mann oder so eine Frau. Vers 3 sagt, dann der Resultat, was passieren, wenn das passieren wird in uns Leben. Er sagt, Vers 3, der ist so aus einem Baum und Waterbach geplant, der seine Frucht zu seiner Zeit bringt, in dem die Blätter nicht verweichen, und ihm gelingt, was immer er tut. Weil wenn wir ansport wollen, dann wird Gott was sein Port tun. Wenn er Nummer 1 ist in uns Leben, dann geht nicht lang, dann wird Gott uns segnen. Wo wird Gott das tun? Dort ist Gott seine Sache. Ich weiß bloß, dass Gott das hat. Dann, weil wir die nächsten 3 Verse lesen, in Psalm 1, Vers 4 bis 6, da wollen wir sein, was das Gegenteil ist von dem. Aber, das fängt an mit dem Wort aber. Er hat kurz gesagt, dass seilig ist die und gesegnet ist die, was Gott nochmal einhaft an sein Leben. Dann sagt er, aber so sind die Gottlosen nicht. Die sind so aus Spree, die dort der Wind verstreut. Da wir wollen die Gottlosen nicht und dort gerecht bestehen, in der Sünde nicht und der Gerechte
Gemeinschaft. Wie es der Herr werkt über der Gerechte, weich, aber der Gottlose weicht, verjährt, kommt ihm eng. Dort ist das Gegenteil, wo wir nicht, dort wo wir nicht ans mit Gott sein Wort beschaffen. Bitte dreht noch Jeremia Kapitel 17, Vers 4, was sagt. Da sagt Jeremia, sagt Gott, dass Jeremia sei dort selber wird, der ein klein bisschen anders. Da fängt er an, erst mit der negative sieht, und dann mit der positive. Er fängt an, er sagt, das ist in Vers 4. Das ist, was der Herr sagt. Warum sei wir dort fängt an, das sagt, das ist, was Gott sagen wird. Das ist nicht John Bowman, das ist nicht Pastor Henry, das ist, was Gott sagen wird. Was ist das, was er sagt? Er sagt, ich will dem verdammen, der sich auf Menschen verlässt und auf die Kraft von Mana und nicht sein Vertrauen auf dem Herrn sagt. Das wird Gott sagen wird. Er sagt, er wird den verdammen, was sein Vertrauen auf Menschen sagen wird. Geschwister und Freunde, das ist sehr, sehr große Gefahr von deren Tag, besonders, dass wir uns Vertrauen auf Menschen sagen tun. Ob das ist am religiösen, so-called Gospel oder Christian, oder bloß gelegte weltliches, angöttliches Leben und so weiter. Vers 8 sagt, der wird uns ein Stück in der Wildnis sein und niemals wird Gott auf sich kommen sein. Er wird niemals von Gott auf sich kommen sein. Der wird auf Saltland zu wohnen kommen, eine drehe Wildnis, wo keiner wohnt. Das, was er sagt, wird die Gottlose wollen, was mit dem passieren. Wieder sei wir die Serien, was da kommen wird, was sagt er, wird Ober. Vers 7, Ober, der Herr wird dem Mensch sehen, wer sein Vertrauen ab am sagt, der sich ganz ab dem Herrn verlässt. Du hast aber den Sehen, was Gott geben wird, versprechen wird für dem, was am vertrauen wird. Und ich sehe mein Thema als die Kraft von Gottes Wort. Und das ist, Gottes Wort hat so eine Kraft, oder erst so eine Kraft. Und da wollen wir ein bisschen wieder in Vers 8. Der ist gleich so aus einem Baum, der an ein Wasser steht, und seine Worte noch Riefer schmidt. Und dann, wenn das dann noch heit wird, er braucht sich nicht ängsten, seine Blätter waren rein blieben, ein 3 Jahr bedeutet ihm nicht, dass er hier nicht ab mit Frucht bringen. Weißt du, wenn ein Kind Gottes, wo wir an Gott sind, Wienborg geplant sind, wir sind angewalt an Gott sein Wort, wo durch alles kommen wird, was wir brauchen wollen, dann sagt er, da wird dort sind dauernd Worte am Standen sein, lot dort Heid sein, lot dort Sturm sein, lot dort Dreich sein, dort sind dauernd, die wird bloß nicht ab hier mit Frucht bringen. Weil ihr ein Christ kann, dort sind dauernd Worte wahrer ist, hat nichts mit der Wahrheit zu tun. In Fact, wenn ein gut Sturm ist, und als christliches Leben, durch den Sturm fängt die Christ an, mehr Frucht zu bringen. Wie es der Baum der Wahrheit sich immer tiefer und tiefer an. Ein Beispiel, was ich möchte sagen, von was ich lehrt in Bolivia, Jahren 3, in Isoso. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass da etwas von Juden in Isoso war, das aber. Dort ist ziemlich eng von Santa Cruz im Süden, dann wurde es sehr, sehr dreckig, es ist ein besonderster Winter. Dort ist da bloß Wüste, dort Stifter dort, und meistens seine kommen eine Foreign dort. Wir fuhren dahin, mit some von unseren fellow missionaries, fuhren dahin, noch IRA-Menschen, dort hatten noch eine Kirche, wir Gospel Missionary Union zu der Zeit, und da hatten noch eine Kirche, fuhren wir dahin, und ihr Mal da warst. Dann kommen wir bei einem Riefer fahren, und dann wieder ein Riefer, was about 2,5 Kilometer breit war,
Und da können wir nicht durchfahren, wie wir bloß sind. Du gehst nicht durchfahren, du musst einer Bohlen fahren, wo einer ever fahren will. Eine Drehzeit. So, da müssen wir das 40 Stunden lassen, dann gingen wir über den Riefer Eva. Und dass wir so stolz so sehr, dass wir bloß einmal nicht wussten, wo wir müssen abpassen, dass einer nicht dort sich verbessern hat. Und, aber ihr wird da wären, ungefähr einen halben Kilometer, ihr wird da wären, gerutzt in der Wildnis, einmal sagen, da reine Beim stehen. Von da an, bei der Riefer wird alles ganz rein vorbei. Da wissen wir ein Ding ganz schnell. Sam wo wir da Boote da ein. Dann gingen wir über den Riefer Eva, und an der anderen Seite kriegt so. Und wir reine Beim. Und dann wollten wir an, dass dort Wasser, dass wir bloß der Regenzeit, dann kam der Wasserschwund durch. Und aber einer dort Sand, die dürfen bloß ein Potschau raufgraben, da wir da Wasser. Und während der Regenzeit, wenn der Wasser wir, dann einmal dann hier das Wasser ab ein Gewasser steht hier das ab, und dann mehrere Kilometer wieder, da kommt das Wasser raus und dann schält das Wasser. Aber das ganze eng da, wir fallen reine Bäume und Liedern da, Grenzakren und so weiter. Aber das ist ein Bild von wann da, der Wartland angewartet sind am Wasser. Die Hirn war nicht ab, das Sturm sind das nicht, die Hirn war nicht ab mit Frucht zu bringen. Da bleibt rein. Also das ist ein Beispiel von das. Gott sind woordhafte Kraft zum Reinigen. Gott sind Wort ist die Kraft, und das ist die Kraft zum Reinigen. Vers 9, in Psalm 19, Vers 9 bis 11, sagt der Vers 9 sagt so, wo kann ein junger Mann sein Leben reinholen? Wo kann von der Tag ein junger Mann, even nicht mal junge, sondern wird nicht ganz so jung sein, sondern wird also sein, ist all 71. Wo kann so ein junger Mann sich reinholen? Die Antwort ist der Band, das sagt, wenn er sich daran hält, was dein Wort sagt. Das ist der einzige Weg, was von der Tag, besonders von der Tag, und ich sage von der Tag, wenn es die Antwort was sie alle sind, weil wir drei denken dann an 40 Jahre drei, da werden viele Versuchungen da, aber da sind Versicherungen von der in uns Leben, das so als noch nie vor dem gewusst ist. Ich mag mich staunen, und ich rede hier mal von, besonders von, wenn ich denke an Männer, wo viel Männer dort Trouble haben mit Internet. Und die Internet watchen dann, da wird sie nicht sollen tun. Hatten unsere Kinder, Larry und Kim, gestern, und Larry vertelt uns, dass sie hatten ein Mann ein junges Meeting gehabt, und whatever, rally, whatever, die miteinander wie ein Teilmann mit ihrer Väter, mit ihrer junges Tochter gewasst. Und der Redner hat besonders geredet von Krieg der Timer. Dann hat gefragt, was das wären Christians, you know. Und dann hat gefragt, sagt er, dort muss ich hängen abheben, die von Jünd, was während der letzten 2 Wochen haben irgendwo zu tun gehabt mit Porn on Internet. Und er sagte, wir sind bei 80% von denen haben Hänge abgehoben. Da waren some nicht haben Hänge abgehoben. Das ist zum Staunen. Aber das ist Reality, das wo wir von der meinem Leben dann eine Zeit in der Stadt. Aber weißt ihr, ihr Schwester, du ist rot für. Wir dürfen das nicht. Du ist rot, du ist genau von Gott, du ist Kraft, der Geist Gottes, der kann uns da rütteln. Das ist nicht sehr leicht, nicht, ich weiß doch gut. Aber das ist möglich. Gott kann uns geben. Und er sagt ja, wo kann ein junger Mann sein Leben reinholen, wenn er sich nur Gott sein Wort hält? Gott sein Wort hat die Kraft, uns von der Sünde wegzuholen. Nicht mehr bloß die Sünde zu vergeben, aber Gott sein Wort ist die Kraft und die einzige Kraft, was uns von der Sünde wegholen kann.
Verstehen sagt, ich sehe die von ganzen Horten, lot mich nicht von denen Geboten aufehren, sagt der Schreiber zu der Psalmist. Ja. Vers 11 sagt, ich hol dein Wort am Hort. Was ist das? Was am von Sinnwach holen, ich hol dein Wort am Hort, dort ich nicht in die Sünden war. Gott sein Wort? Mochte ich bloß, ich habe jemand gedacht, was mir helfen da, weil ich habe Charaktertroubles, was allgemeine anbekehrte Mannschaft, wo zum Glauben kommen hat, viele Angewohnheiten und alles, was damit anbekehrtes Leben mitkommen hat. Entweder ich habe mit meinen Gedanken Trouble und ich habe Angewohnheiten entweder schmecken. Und ich da mein Seewahrparkje ledig war und stoppt mein Neues Testament in der Pfappen an. Und dann jeder Mal, wenn mich schmeckert, und da wir jede 30 Minuten. Wenn ich 30 Minuten geschafft habe, bei der Fabrik, dann muss ich mir einen Helmet, eine Hecht, und dann muss ich erst mal eine Seewahr rechnen. Ich sehe da einen England machen. Ich sage, Gott, wenn du mich hast geraten, da warst du von meiner Sinne schuld, da warst du mir geraten können von das. Aber ich wusste, ich muss meinen ersten Stopp nehmen. Und ich jedes Mal nahm ich mein Testament aus der Pfapp, las da ein paar Versen. Weißt du, Schwester und Freund, da wir bloß ungefähr 3 Tage. Aber dann hatte ich Frieden, dann hatte ich nicht mehr Verlangen zu schmecken. Aber ich habe mir was anderes angewandt. Ich hielt an mit meiner Bibel lesen. Because da wir sind gerade Serien, der hat viel mehr als bloß mich sich geben wie mein Tabak. Viel mehr. So ich weiß, von was ich rede, wenn ich sage, dass Gott sein Wort, der kann uns wegholen von der Sinn. Sinn hält uns von Gott sein Wort weich, oder Gott sein Wort hält uns von Sinn weich. Das ist ganz sicher. Wo viele von uns würden können sagen, dass ja, sie sind in Sinn gegangen, oder sie haben gewisse Dinge, sie sind bekehrt, sie haben einmal sie aufgeehrt, sie sind in dem anderen Wahrheit abgegangen. Sagt mal, was ihr dort für uns, für Gott sein Wort lesen, studieren von da wieder? Hat ihr ein sehr großes Verlangen? Ich habe meine Erfahrung, als ihr warst, dann habe ich nicht ein sehr großes Verlangen, und wollt ihr in meist nicht beten. Sehr wenig beten. Aber dritter Raum, Gott sein Wort hält uns von der Sinn weich. Wenn ich an Gott sein Wort mich vertiefen und beten da wo ich von der Sinn weich blieben. Da wo ich siegen über die Sinn. Gott sein Wort hat die Kraft, ein Sender seine Ohren aufzumachen. Man muss ein bisschen denken an die 2 Jünger, wo wir am Weg gingen und von Jesus reden und so wieder. Und dann Jesus MPA und dort am Weg noch Emmaus. Die 2 Jünger auf den Weg. Gott sein Wort hat die Kraft, in Sender seine Ohren aufzumachen. Fast alles sagt, in Ostheimat antop am Dash sagt, nehm hij dat brood, nämlich Jesus, wie sie dort top werden, dank dafür, brücht dort und geef an dort, und dann sagt er dort, dann gingen an die Uhren ab und sie kannten an. Dann sagte sie einer zum anderen, brennen unsere Horten nicht an uns, als er auf dem Weg mit uns redet, und uns der Scharaf obdeit. Gott sein Wort ist so aus ein 4. Was ist 4? 4 kann das hotste Stahl schmelten. 4 das Gold selber schmelten in das Reinigen. Ein Hammer kann den hotsten Stein zerbrechen. Ich glaube, ich kann identifizieren, ich kann zeigen davon, was Gott sein Wort ist aus dem Hammer. Gott sein Wort, als es ein Hammer, was ein Stein so das Äquia verbrechen kann, sodass Gott kann anfangen, was von zu bühren. Gott sein Wort, das dort.
Ich sage dort immer und immer, weißt du, wenn ich hier, wo je dann zu anderen Menschen zeigen und so wieder, jene eigene Zeugnisse mitteilen und so wieder, dann sage ich, was Gott sein Wort tun kann. Gott sein Wort, der kann den höchsten Stein zweibrechen, so dass Gott auch kann Wort von Bühnen für seine Verherrlichung. Dort wird Gottes als ein Licht auf den Weg. Psalm 119, Vers 104 sagt, den wird als eine Lampe mit den Weg zu wiesen, auch ein Licht mit den Stich zu bedachen. Weißt du, was hat Gott sein Wort? Weil wir hier, wenn die Lichter nur wollen nicht geschwätzt, werden nicht sagen, dass er eingescheit. Warum nicht? Da kommt zu viel Licht an von Büten. Aber das ist so oben, wenn das allerdies ist, dann dachten wir da gar nicht an, wie es der Bütendienst da wäre, wie hier bannen wir das fein Dach. Aber dann, wenn wir das Licht schwätzen, dann ist das alles dies da bannen. Da können wir irgendwas tun und so weiter, wo wir gar nicht antworten, wo wir gar nicht sein können. Aber weißt du, wie Gott das alles dacht, da wird das niemals nicht dies da. Aber er sagt hier, dien wird es eine Lampe mit den Weg zu wiesen, auch ein Licht mit den Stich zu bedachen. Weißt du, solange wir in der Distanz wandeln, wo wir gar nicht antworten, da reicht bis hier in der Dramans. Da kann Klopper schlagen, Dramans sein und irgendwas, ich hatte das in Bolivia erfahren. Da kann eine Worte gar nicht ändern, ich habe gar nicht mal Angst dafür, aber so fängst du Licht ist, dann kommt das aller Verdacht, was da ist, weil du so ist dort, als Gott sein Wort. Er sagt, sein Wort als dort ein Licht an den Weg, das uns bedachen, den Stich bedachen. Da wird Gottes hafte Kraft, die erste Kraft, einfach klug zu machen. Psalm 119, Vers 130 sagt, und das ist sehr interessant für einen einfachen Menschen, das ist für mich und für viele von Ihnen. Wenn die Wort offenbart wird, gibt das Licht und merkt der einfache Klug, dass sie verstehen. Einfache Menschen sind aus Dürreich. Das Wort hat die Kraft, uns klug zu machen. Uns, ihr habt nichts damit zu tun, wer wir sind, wo wir von herkommen, was wir getan haben, und alles, was ich habe Ferchen gesagt. Wir sagen Ferchen, ich sage nicht mal da, weißt du, das ist abgebracht sein und so weiter, weil die Bibel hat ja News für die. Die sagt, Gottes Wort hat die Kraft, der einfachen Menschen klug zu machen. Was meint klug sein? Das meint weise sein an Gottes Wort. Weisheit haben. Nicht dass ich beten am Weisheit, nicht dass ich fertig. Wie man Gott beten, dass er uns soll wahrlich merken und Verlangen geben, Weisheit zu haben. Nicht mehr bloß eine Weisheit sehen, aber beten, um das Gott ans Wort wahrlich merken, dass wir wollen ein Verlangen haben, Weisheit zu haben. Weil das ist, wo alles anfangen wird. Wenn Gott uns Weisheit geben wird. Da wird Gottes hafte Kraft uns zu raten. 119, Vers 170. Rat mich, so als du an dein Wort versprochen hast. Wo hat Gott sein Wort versprochen? Er sagt, er hat alles betont. Sagt er, so viel es am Ankommen, wer immer will. Was je vandaag wat je predigt dat Gott hat, je was Menschen uit je wereld zum verloren gehen, je was Menschen zum geraten zu worden, und du hast nützlich was du nicht mit tun kann. Was je meine Bibel sagt mit anders. Meine Seite sagt, whosoever will, wer immer da will. Also hat Gott die Welt geliebt, dass seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Hier sagt er, rat mir so, als den Wort versprochen habt. Gott sein Wort hat versprochen, den ersten Sender, der Apostel Paulus sagt, ich werde der erste Sender. Sagt er, Gott hat sie nicht genannt, weiß sie nicht genannt zu mir. Rat mir so, den Wort sein wird. Das ist, was Gott sein Wort sagt. Mein Freund, was du von der hier bist, ich sage, meine Tite kommt zu eng. Was du von der hier bist, und du bist nach immer nicht gerat, da würde ich sagen,
das wird sagen, was das hier sagt, das ist der Psalmus sagt, rat mir so, was dein Wort sagt. Und dann Hebräer 4, Vers 12 sagt, Gott sein Wort lebt und es ist kraftig und schärfer als das schärfste, doppelschmiedende Schwert. Und schnitt dich, was das Seilen jetzt untereinander teilt. Auch geleden und Mord vielleicht. Das wird rechte Gedanken und Einstellung vom Hort. Gott sein Wort, dass die Gedanken und die Einstellung, was uns Hort hat, dass der rechten Donau aus der Sinn. Mein Freund, wenn wir noch Gott reden, dann, wir sagen Gott, rat mich von meiner Sinnenschuld, so aus den Wort sagen, dass der Herr das hat. Wir können nach wieder gehen. Wir können ein Beispiel nehmen von einem Doktor, ich will hier was schlüten. Weißt du, wir sagen vielleicht, ja, da wird Gott sein, aber wenn ich die Zeit habe, ich würde das tun. Ich habe bloß die Zeit, ich habe viel zu schaffen. Was ist, wenn du mit einmal krank warst, du hast Kräft, und du warst am Fallarbeit, du hast weit wohl viel am Gehen. Dann einmal da warst und du hast Kräft, sagt der Doktor, Entschuldigung, du hast Kräft, wir müssen Treatments nehmen. Was ist dann? Nun habe ich nicht Zeit, mal schaffen wollen. Einige Menschen tun das vielleicht, allgemein nicht. Dann da wieder, was der Doktor sagt, dann ob wir Zeit haben oder nicht, wir leiden alles zu sehen. Und dann da wieder, dann folgen wir den Doktor, dass wir wollen gesund werden, dass wir können gesund werden. Mein Freund, krieg so ist das mit uns christliches Leben. Mit uns Leben. Du hast Zeit. Wir dürfen die Zeit nicht nehmen. Du sagst vielleicht, weil dies gut reden, du bist retired. Ja, vielleicht hast du das so, aber wir mal nicht. Und ich weiß, dass du hast Zeit. Wir müssen irgendwas anrechnen, dass Gott sein Wort Nummer 1 kommt an uns Leben. Wir können eigentlich mit viel Truckfahrer. Golden Zeit, wo sie wahrsten teilnehmen in ein christliches Leben, wie da sitzen sie und fahren und hören und gute Botschaften und so weiter. Wo wir können dort eben noch, wenn wir bereisen oder irgendwas anderes, wir können da noch ganz vertiefen mit Gott sein Wort. Ich möchte hier zum Schluss kommen. Ich weiß, ich lese diesen Vers zum Schluss. Ich weiß, Vers 10, 20 sagt, und ich will Vers 12 lesen. Wir haben nicht mehr gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, aber gegen Gewaltige, Beisegäste von der Himmelswelten und mit Gewalten und Herrschaften von Düsteren, die über diese Welt herrschen. Mein Freund, das ist der Kampf, wo du und ich beide sind, aus Gott sie nicht kennen. Wenn wir wieder lesen, dann sagt der Apostel, Apostel Paulus, sagt er, fragt, wo wir uns das sollen, was wir uns sollen antreiben, dass wir können gegen die Liste des Teufels gehen stehen. Aber das ist der Kampf, wo du und ich bin stehen. Aber Gott sei Dank, sein Wort ist die Kraft zum Siegen, über was immer du und ich in uns Leben begegnen. Mag Gott sein Wort segnen. Wollen wir noch beten. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort, dass es die Kraft ist, seilig zu merken, auch Sicht zu geben für jedem einen, der da entleben hat. Ich bete, Herr, dass du uns wiedersehen in dein Wort. Ich bete, dass du jedem einen sehen und dass dein Wort wachsen und dass wir teilnehmen an uns christliches Leben. Das bete ich in deinem Namen mit Danksagung. Amen. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.